Gottes Willen, Entschuldigung. Unglaublich, was war denn da? Habe ich mich erschrocken, mein Gott. Puh. Ja. Unglaublich. Ich dachte schon, hier springt plötzlich die Hexe aus dem Orchester. Das wäre ja was gewesen. Man braucht ganz schön gute Nerven für so eine Musik. Wer von euch ist eigentlich im Moment ein Kind? Oh, so viele. Echt? Okay. Und wer von den Kindern spielt ein Instrument? Hey, sehr gut. Fantastisch. Das waren alles mal Kinder und die spielen immer noch ihr Instrument, Gott sei Dank, und bilden ein ganz tolles Orchester. Und ich hätte gar keinen Überblick, so wie Maestro John hier vorne. Der weiß genau, wer wann was spielt. Zum Beispiel dieses Cello, wann das dran ist. Und das ist für mich ein Wald, der total unübersichtlich ist. Und dieses Cello war vor 400 Jahren mal Teil eines Waldes. Stellt euch mal vor, das war natürlich ein Baum oder mehrere. Vor 400 Jahren, so alt sind diese Instrumente teilweise. Die Streichinstrumente, alle aus Holz. Dahinter die Holzbläser. Bitte mal kurz winken. Ja, da sagt es der Name schon. Holzblasinstrumente. Dann haben wir Blechblasinstrumente, die sind da hinten. Die waren nicht im Wald. Die waren wahrscheinlich in einer Schatztruhe, so Gold wie die sind. Und dahinter die Schlaginstrumente. Da haben wir ein Becken, ja, kleine Trommeln, große Trommeln, Tambourin, Pauken und so weiter. Holz dabei, ehemalige Tiere dabei. Also, das ist eigentlich ein verwunschener Zauberwald von den höchsten Höhen. Aua, genau, das sagen seine Nachbarn auch immer. Und bis zu den tiefsten Tiefen. Oh. Das klingt, na, das sagt man nicht. Auf jeden Fall ist es ein verwunschener Zauberwald, in den wir noch einmal hineinhören. Es ist früh am Morgen. Ein laues Lüftchen weht durch den Wald. Die Sonne geht auf, erscheint am Himmel. Die Sonnenstrahlen suchen sich einen Weg durch die Blätter. Am Boden sind ganz viele kleine Blätterschatten. Der Wald erwacht. Alle Tiere, die nachts geschlafen haben, öffnen ihre Augen und suchen Futter. Zum Beispiel ein Fuchs oder die Vögelchen auf den Bäumen zwitschern ihr kleines Lied in den Himmel. Und das! Mein Gott! Also, diese Schlaginstrumente, da trifft mich jedes Mal der Schlag. Das ist doch nicht zu fassen, aber unglaublich, wie einen so ein Orchester sofort in eine märchenhafte Atmosphäre mitnimmt. Da ist alles möglich in der Musik. Und das ist das Schöne. Egal, was ihr euch vorstellt zu dieser Musik, es ist immer richtig. Keiner kann sagen, dass irgendwas nicht stimmt in der Fantasie. Und das ist das ganz, ganz Tolle, wenn wir Musik hören. Also da ist alles möglich, vom wilden Hexenritt bis zum stillen Sternenzelt. Vom gruseligen Zauberwald bis zur gemütlichen, guten Stube. Und das Märchen, das wir heute hören werden, ist ein ganz berühmtes. Die zwei Hauptfiguren, die begrüßen wir mit einem tosenden Applaus, denn dieses Märchen heißt, Trommelwirbel ab, Hänsel und Gretel! Wunderbar. Noch haben Sie gute Laune, aber das wird sich, Hänsel, das wird sich jetzt erledigen. Denn so schön haben Sie es zu Hause leider nicht. Ihr habt wahrscheinlich ein gemütliches Kinderzimmer, habt in einem guten Bett geschlafen, vielleicht auch was Schönes gefrühstückt. Das haben die alles nicht. Sie schlafen auf Strohsäcken. Die Familie ist total arm. Die Eltern, die Kinder, alle arbeiten den ganzen Tag und es bleibt am Ende kein Geld für Essen. Stellt euch das mal vor, die haben immer Hunger und sie können sich nichts kaufen. Diese Familie ist bitterarm und lebt in Not und trotzdem verlieren die beiden nicht ihren Mut. Und das liegt auch an Musik. Denn solange einem ein Lied einfällt, kann noch nicht alles
verloren sein. Suse, was raschelt im Stroh? Die Gänse gehen barfuß und haben kein Schuh. Der Schuster hat's Leder, kein Leisten dazu. Drum kann den Gänslein auch machen, also gehen sie halt barfuß Schuh. Ist eine Not. Wer schenkt mir einen Dreier für Zucker und Brot? Verkauf ich mein Bettlein und leg mich auf Stroh. Steh ich wie keine Feder und beiß mich geil, beiß mich der Hunger. Floh. Ach, kenn doch die Mutter nun endlich nach Hause. Ach ja, auch ich halt's kaum noch vor Hunger aus. Seit Wochen nichts als Trockenbrot, ist das ein Elend. Botsch für den Ohren. Hänsel, denk daran, was Vater sagt, wenn Mutter manchmal so verzagt. Wenn die Not aufs Höchste steigt, Gott der Hand euch reicht. Jawohl, das klingt recht schön und glatt, aber leider wird man davon nicht satt. Oh ja, man wird davon überhaupt nicht satt. Klar, vom Singen allein. Ich meine, das füllt ja den Magen überhaupt nicht. Da hast du recht, Hänsel. Passt auf, was machen wir? Am besten muntern wir die beiden etwas auf. Ihr wisst, die sind hungrig. Wir müssen die irgendwie ablenken. Und der Komponist hat in diese Oper ein Lied hineingeschrieben, das dadurch ein richtiger Hit wurde. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum. Das ist nicht eben, genau, ihr kennt es wahrscheinlich. Und um die beiden gut aufmuntern zu können, werden wir euch teilen in zwei Gruppen. Eine Gretel-Gruppe, das geht genau hier in der Mitte durch, bis ganz nach hinten und ist diese Hälfte der Philharmonie. Ihr seid die Gretel-Gruppe. Und auf der anderen Seite von hier bis da oben, das ist die Hänsel-Gruppe. Okay? Ja, Team Gretel, Team Hänsel. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch wissen, wie das Ganze funktioniert. Passt auf, es funktioniert abwechselnd. Die Gretel-Gruppe fängt an. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Dann ihr. Beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her und dann alle. Rundherum. Wir sprechen das mal in zwei Gruppen. Also ihr fangt an zu sprechen und Brüderchen, komm, tanz mit mir. Jetzt Achtung. Ja, ihr seid super. Jetzt brauchen wir bloß noch Musik, die Melodie. Welchen Ton brauchst du denn, Gretel? Ein C? Ein C. Ja, hat jetzt irgendjemand ein C dabei? Ist hier so ein C im Sack oder wo kriegen wir denn jetzt ein C her? Hast du eins? Kannst du Gretel ein C organisieren? Ah, Gott sei Dank, die Flöte hat eins. Schön. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Beide Händchen reich ich dir. Einmal hin, rundherum. Es ist nicht schwer. Ja, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal mit der Melodie ein bisschen schneller. Achtung und. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Und. Beide Händchen reich ich dir. Einmal hin, rundherum.
super. Wollt ihr das mal mit Orchester zusammenspielen? Ja? Und singen? Super. Also mit Orchester. Achtung, es geht gleich los. Brüderchen, komm, tanz mit mir, meine Händchen reich ich dir. Einmal hin, und es ist nicht schwer. Ja, klasse. Das ist doch super. So können wir es machen. Und wenn das Orchester spielt, das klingt so toll, das geht mir direkt in die Hüfte. Ich habe richtig Lust zu tanzen jetzt. Ja, hier so. Das ist super. Also, passt mal auf. Wir machen ein kleines Tänzchen. Gretel macht vor, wie wir tanzen. Wir machen das nach. Wer mittanzen möchte, steht einfach auf. Wir können nachher noch genug sitzen. Also, stellt euch mal hin, wenn ihr möchtet. Alle natürlich. Hänsel, du liebst tanzen, oder? Ich kann nicht tanzen. Du kannst mit, na, das kriegst du Ich hin. habe Angst. Du brauchst keine Angst haben. Wir tanzen alle zusammen. Also, Hänsel ist, glaube ich, schon bereit. Achtung, gut zuhören, es geht los. Tanzen soll mich Mama wicht, Schwesterchen, und kann es nicht. Darum zeig mir, wie es braucht, dass ich tanzen lerne auch. Mit dem Füßchen tap, 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 mit dem Händchen klapp, klapp, klapp. Einmal hin, rundherum, es ist nicht schwer. Mit dem Füßchen tap, 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 mit den Händchen klapp, klapp, klapp. Einmal hin, es ist nicht schwer. Ei, das hast du gut gemacht, ei, das hätte ich nicht gedacht. Sieh mir doch den Hänsel an, wie der tanzen lernen kann. Mit dem Köpfchen nick, 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 mit dem Fingerchen tick, tick, tick. Einmal hin, rundherum, es ist nicht schwer. Mit dem Köpfchen nick, 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 mit den Fingerchen tick, tick, tick. Einmal hin, es ist nicht schwer. Brüderchen, nun gib mal acht, was die Gretel weitermacht. Lasst uns Arm in Arm verschränken, unsere Schrittchen paarweise lenken. Ich liebe Tanz und liebe Fröhlichkeit, wie nicht gern allein. Ich will Tanz und Traurigkeit und fröhlich wie ihr seid. Ich liebe Tanz und Fröhlichkeit, wie nicht gern allein. Tanz und Traurigkeit und fröhlich will ich sein. Tralala, 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 bis auf den Kirmes tanzen und springen. Indes die Eltern vom frühen Morgen bis in die Nacht sich mühen und sorgen, dass dich Jesus nun auch den Topf noch zerbrochen, was nun zum Abend kochen. Was, Bengel, lass mich noch aus! Fort kommt nur der Vater noch aus! Marsch fort in den Wald, dort sucht mir Erdbeeren, fettes Brot und bringt ihn den Gott nicht vor bis zum Rot! Doch euch, dass ihr fliegt an die Wand! Nein, das kannst du nicht machen. Stopp, bloß nicht in den Wald. Ich weiß, ihr seid total unterzuckert. Da sagt man manchmal so Sachen, aber die Kinder, die können nicht in den Wald.
Da wohnt die Hexe. Das ist gefährlich. Ach, Quatsch. Hexen gibt's nicht. Ja, also hier ist die sehr wütende Mutter und im Wald. Ja, da gibt es die Hexe. Genau. Hör dir das mal an. Okay, also, wann kommt eigentlich der Vater nach Hause oder sind Sie alleinerziehend? Und alles, also beide, ich kann es aber nicht, so. Ah ja. Okay, also hier ist die Mutter mit dem Besen. Im Wald spukt es. Ihr müsst euch entscheiden. Mutter, Hexe, Hexe, Mutter, Mutter, Hexe, Hexe, Mutter, Mutter, Mutter. Nein, nicht in den Wald! Oh, Mütter sind niemals so lange wütend wie eine Hexe. Oh nein, wir hören mal hinein in den Hexenritt. Wahnsinnig. Was ist mit dem Besen? Oh, Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Au! Au! Steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein? Mit dem
Sehr gute Idee. Singen hilft immer. Es vertreibt die bösen Geister und lockt die Guten an. Ein Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Kopfe Schwarzkäpplein klein. Sagte man, das Männlein sei, das da steht im Wald allein. Mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Da habt ihr recht. Schaut mal, so ist der Wald schon viel weniger unheimlich. Und wir können alle zusammen die letzten bösen Geister vertreiben, wenn wir zusammen singen. Ja, singen hilft immer. Ihr kennt den Text. Moment, hier kommt nochmal die Melodie. Achtung, die Melodie. Mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Ihr könnt es natürlich auch höher singen, ist ja klar. Mit dem kleinen schwarzen und so. Ihr kommt da ja noch auf, ne? Und wer tiefer singen möchte, wird mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Und es geht los mit sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Das dürfte alles klar sein. Wir schauen auf John. Der sagt uns, wie schnell das geht. Sagte man, das Singt mal. Männlein sei, Ja. das da steht im Wald allein. Mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Sehr gut. Die letzten bösen Geisterinnen und Geister sind vertrieben worden und wir können den Wald genießen. Dieser Moment, wenn man in einen Wald hineinkommt, diese gute Luft und man hört, welche Tiere da wohnen manchmal. Horcht mal. Es ist wunderbar. Und dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Das heißt, hier wird es gleich sehr dunkel. Gretel, ich weiß den Weg nicht mehr. Oh Gott, was sagst du? Den Weg nicht mehr? Ist jemand da? Hast du's gehört? Es rief leise, ja, Hänsel. Sicher ist jemand da. Ich fürchte mich, aber ich zu Haus. Ihr seht, der Wald so gespenstisch aus. Gretelchen, drücke dich fest an mich, ich halte
So ist's gut. So ist's fein. Ruhig, Kinder. Schlaft nun ein. Macht alle eure Augen zu. Das Sandmännchen sorgt nun für Ruhe. Und wenn ihr dann im Traumland seid, ist wieder alles möglich, genau wie in der Musik. Ihr könnt sein, was ihr wollt und wer ihr wollt. Und ein paar von euch haben uns ihre Träume vorhin verraten. Ja? Vielleicht wollen manche eine Prinzessin sein oder ein Astronaut auf dem Mond oder eine Prinzessin auf dem Mond. Hier sind eure Träume, die habt ihr abgegeben, zum Beispiel von Intisar Ahmad Omar. Intisar, ich weiß nicht, wo du sitzt. Vielleicht bist du hier irgendwo oben. Am Nikolaus darf Intisar ein iPhone 17 haben. Ist das toll? Wahnsinn. Ja. Oder Melina. Melina ist hier vorne. Oh, das bist du. Du träumst von Lego, Barbies, eine Puppe. Wie schön, das kann ich verstehen. Und dann haben wir Kira. Kira? Auch da? Du träumst von einem Hund, du möchtest gern Ariana Grande treffen. Oh yeah. Und Sängerin werden. Das kann ich gut verstehen. Wir haben so viele Träume. Ich habe neulich auch was geträumt, und zwar von unserem komischen Nachbarshund. Ich liebe eigentlich Hunde, aber dieser Hund, der bellt immer und der hat auch schon mal Leute gebissen. Und ich habe geträumt, ich konnte diesen Hund in einen Schokokuchen verwandeln. Das war vielleicht toll. Ja, dieser Schokokuchen hat auch noch ein bisschen gewedelt. Das war ganz schön lustig. Also so könnte man ja träumen, irgendetwas, was total nervt im Leben, in Süßigkeiten zu verwandeln. Gibt es etwas, was dich total stört? Was du nervig findest? Was du nicht magst? Was magst du nicht? Aber was du gerne. Wenn ich streite mit meinen Freundinnen. Wenn du streitest, ja, mit deinen Freundinnen. Okay, also pass mal auf. Wir stellen uns vor, das hier ist der Streit. Und diesen Streit, den verwandeln wir in einen Haufen Schokolade. Okay? Wir zählen einfach bis 3. 1, 2, 3. Boah, der Streit ist weg. Oh, was ist das?
Soll ich? Soll ich? Ja, Gretel, wir knispern ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ja, nur ein ganz kleines bisschen am Häuschen. Nur die zwei Nadelmäuschen. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert mir am Häuschen? Hast du's gehört? Der Wind, das seelische Kind. Wie schmeckt das? Da hast du auch was. Vielleicht gab Bote ein Zuckerbäcker, nimm dich in Acht. Ein Lachen wird jetzt dir vom Mäuslein gemacht. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert mir am Häuschen? Hä? Der Wind, das himmlische Kind. Wart, du lästiges Mäuschen, gleich kommt die Katz aus dem Häuschen. Knuspre nur zu und lass mich in Ruhe. Nicht so geschwind, Herr Wind, Herr Wind. Himmlisches Kind, ich nehm, was ich find. Pengelchen und um ein Pengelchen. Ihr kommt mich besuchen? Das ist nett, ihr lieben Kinder, so rund und fett. Wer bist du, Garstige? Lass mich los! Ah, Herzchen, zier mich nicht erst groß. Wisst denn, dass euch vor mir nicht graut. Ich bin Rosine Leckermaul, höchst menschenfreundlich stets gesinnt, unschuldig wie ein kleines Kind. Drum hab ich die kleinen Kinder so lieb, so lieb, so lieb, ja, zum Aufessen lieb. Gib mir ein aus dem Gesicht! Willst du? Ich mag dich nicht! Was seid ihr für leckere Teufelsbrätchen? Besonders du, mein herziges Mädchen. Komm, Gretelchen, wir laufen fort. Halt! Oh,
Hokus Pokus, Hexenschuss. Rühr dich und dich reißt der Fluss. Nicht mehr vorwärts, nicht zurück. Bahn dich mit dem bösen Blick. Kopf steh starr dir im Genick. Hokus Pokus, nun kommt Jokus. Kinder, schaut den Zauberknopf. Eiglein stehen still im Kopf. Nun zum Stall, herein, du Tropf. Hokus Pokus, Bonus Jokus, Malus Locus, Hokus Pokus. Bonus Jokus. Malus locus. Na, 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 na. Hokus Pokus. Bonus Jokus. Malus Locus. Hokus Pokus. Ja, genau. Sehr, sehr gut. Da staunt ihr. Das würdet ihr wohl auch gerne können, was? Ein bisschen zaubern. Das wäre schön. Wenn ihr wollt, bringe ich euch meinen Zauberspruch bei. Ja, wollt ihr Zauberlehrlinge sein? Du! Dann! Nur unter einer Bedingung. Ihr müsst alle böse gucken. Ganz böse. Ganz böse. Du guckst sehr böse. Okay, du kannst auf die Bühne kommen. Komm auf die Bühne. Ja. Und schau noch mal ganz böse Richtung Publikum. Ja, genau das. Das sind Hexenqualitäten. Wie heißt du denn? Amil, du bist ja wohl der allerbeste Hexenrich, den ich je gesehen habe. Pass auf, wir werden jetzt mit deiner magischen Kraft das Tor zuzaubern, Amil, mit dem Orchester zusammen. Na, los. Bonus Jokus. Malus locus. Nicht lachen, böse gucken. Ja, genau. Hokus Pokus. Pass auf, ich zähle bis 3. Du guckst genauso böse, nimm den Zauberstab. Und bei 3 rufst du ganz laut Pokus, okay? 1, 2, 3. Pokus! Ja, Amil, das hast du toll gemacht. Einen großen Applaus bitte für Amil. Yeah! Wahnsinn, ja! Okay. Herzlichen Glückwunsch. Lektion 1 bestanden. Du kannst dich auf deinen Platz zurückzaubern. Der ist sehr, sehr gut. Der ist... Na? Jetzt wird er aber frech, der junge Mann. Bis eben fand ich ihn ganz sympathisch. Gut, da ist nicht viel dran. Das ist... kannst weitermachen. Da breche ich mir ja noch die Zähne. Und nun, Freundchen, gib alles. Jetzt wird eingeheizt! Ha! Ja, eingeheizt. Der Ofen. Ja, Gretelchen, wirst gleich ein Brettelchen. Schau, 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 wie schlau. Sollst in den Backofen hucken und nach den Lebkuchen gucken. Bist du dann drin, schwaps, geht die Tür, klaps. Dann ist fein Gretelchen, mein Brätelchen. Das Brätlein, das soll sich verwandeln in Kuchen mit Zucker und Mandeln. Im Zauberofen ein wirst du ein Lebkuchen fein. Schau, schau, wie schlau. Ja, aber es ist ganz schön anstrengend, die ganze Arbeit alleine zu machen.
Amir hat mir schon so schön geholfen. Was stehst du eigentlich so blöd in der Gegend rum? Gretel, du könntest auch mal ein bisschen mit anpacken. Holz in den Ofen, los! Oh, ich habe sie ja verzaubert. Okay. Hokus pokus. Na hopp, 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 hopp. Meine Güte, ist da Klebstoff an den Schuhen. Beeil dich! Holz in den Ofen, damit das Feuer schön entfacht wird. Wieso hörst du eigentlich ständig auf mit dieser schönen Musik? Eine Pause nach der anderen. Was ist denn los? Mensch, mach weiter! Ich möchte eine kleine Hexenpause einlegen und mit meinem neuen Besen eine Runde fliegen, den Looping üben. Ja! Hopp, hopp, hopp! Und hopp, hopp, hopp! Galopp, lopp, lopp! Mein Besen gaul und hopp mit faul. Ah! So wie ich's mag, am lichten Tag, die Kreuzchen quer und Fäustchen her. Bei dunkler Nacht, wenn jemand wacht, zum Hexenschmaus am Schornstein raus! Auf 5 und 6, so sagt's die Hex, macht 7 und 8, so ist's vollbracht, und 9 ist 1, und 10 ist keins, und 4 ist nichts, die Hexe spricht's! Bereitet sie des Morgens früh. Ja! Was für ein Ritt. Habt ihr das gehört? Amir, meine Stimme? Ja, das muss ich meiner Mama erzählen. Und deiner auch. Oh, was für eine Bruchlandung. Apropos, Bruch. Oh nein. Meine Beine funktionieren noch. Okay. Meine Arme leicht angestaucht. Mein Besen. Wie neu. Wunderbar. So, Gretel, bist du endlich fertig? Dann kannst du jetzt hier noch ein bisschen fegen, damit es schön sauber ist für mein Festmahl. Der Hexenritt macht hungrig. Und dann wollen wir doch jetzt mal schauen, ob unser Hänsel schon fett genug gemästet ist. Ja, lecker, 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 lecker. Komm her, mein Jüngelchen. Zeig mir dein Fingerchen. Na? Oh, Krötenschleim und Fliegendreck. Der ist ja total dünn, mager, wie ein Stecklein. Das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt los? Oh, Hunger. Naja, na gut, was soll ich sagen? Dann mache ich mir eben ein Brätchen aus diesem, Dingsbums, wusste ich noch, wie heißt die denn nochmal? Dingsbums. Ich mache mir einen Dingsbums-Burger, einen köstlichen Dingsbums-Burger. Ja, das wird lecker. So, das Feuer ist Schwesterlein, hüt dich vor. Ruhe! Wie wässert mir das Mündchen nach diesem süßen Kindchen? Komm, Gretelchen, Zuckermäderchen. Pass auf. Sollst in den Backofen gucken und nach den Lebkuchen gucken. Sorgfältig schauen, ja, ob sie schon braun da oder ob so früh. Sie ist kleine Müh. Schaffst du? Na, schau mal rein. Schwesterlein, hüt dich vor. Eilig fang nicht an, dass ich komme dran. Musst dich nur eben ein bisschen heben, Kopf vorgebeigt, sie ist kinderleicht. Schwesterlein,
Das ist nicht dein Ernst. Mein Gott, Hexen, Kröten, Fliegen, Schleim, habe ich hier nur mit Idioten zu tun? Oh. Na gut, wer so blöd ist, schmeckt wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, ich suche mir ein anderes Kind. Oh, lecker! Lecker! Aber so viele, da geht der Ofen kaputt. Da geht der Ofen kaputt. Du machst es freiwillig? Wirklich? Also gut, Gretel, letzte Chance. Dann schau noch einmal ganz genau hin. So machen das die Profis. Nun mach doch bitte weiter! Was ist mit dem? Kopf vorgebeugt, es ist kinderleicht. Du gehst hier hin, machst die Tür auf. Dann siehst du, Lebkuchen. Manche sind gelb, manche sind schon braun. Die braunen, die müssen natürlich raus. Die gelben müssen... Genau! Schatz, geh die Tür hinaus! Du bist das Gretchen, ein Gretchen! Nun ist die Hexe tot, mausetot, und aus der Not. Nun ist die Hexe still, Mäuschen still, wo gewinnst die viel. Nun ist zum Ende graus, Hexengraus, nun der Spuk ist aus. Ja, das ist fröhlich sein, tanzen im Feuerschein, heute der Großmaß, heute der Freudeschmaus. Ai, 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 ai,
Patricia. Kinder, schaut das Wunder an, wie die Hexe hexen kann, wie sie hart, knusperhart, selber nun zum Schaut das Wunder an, wie die Hexe hexen kann, wie sie hart, knusperhart, selber nun zum Tag des Himmels Strafgericht, diese Werke dauern nicht. Und in diesem Sinne wünschen wir euch und euren Familien wunderschöne Weihnachtstage. Entspannt euch, seid zusammen und denkt immer dran, sharing is caring. Ja, und falls es stressig wird, atmet bitte einmal ein und lange wieder aus. Dann wird alles gut. Ja, denn wenn die Not aufs Höchste steigt, Gott der Herr die